Zurück bei Xenoblade Chronicles gönnen wir uns eine kleine Auszeit im, tiefen Nass, könnte man sagen. Weil der letzte Part war dann doch ein bisschen, sehr schlauchend, sehr triefend. Der war einfach ein bisschen, typisch blind, war, kann man fast schon sagen. Natürlich auch typisch ein bisschen Michael-lastig. Ach, Menschenskinder. Ja, Shulk die Wasserratte, nicht wahr? Und vor allem das Team, das spielt Zusammenstellung zwischen Shulk, Ricky und Melia, war eine schöne, hübsche Idee, hätte funktionieren können, aber irgendwie wird er mit Ricky einfach nicht warm. Es war ein super Tank und so, man könnte durchaus gut mit ihm zocken, aber ich habe das Gefühl, hier mit Dunban kann ich definitiv mehr reißen. Natürlich im Angriff. So kommen schon mit 3 Stück auf Level 6 und 5 wird wohl reichen. Der Blutung, natürlich nicht schön, bam, so, also, der Blutung ist bei ihm, Entschuldigung, das hat falsch interpretiert. Was macht Melia denn da hinten? So, dann sagen wir ein cooles Jedi-Schwert. Ja, das sieht cool aus, du kannst es, Kumpel. Wir wissen was von Monado, wa? So eine Art zweites Monado. Der Späher-Prototyp will's wissen, naja. Wenn er das voll drauf hat, ich bezweifle es ja. Monado, kehre zurück, ich brauche eine Power. So, da ist er. Pennt er immer noch? Der hat immer noch gepennt. Okay, Mene, deine Zaubersprüche sind ganz cool. Zaubersprüche sage ich schon. Und da brennt er. Yo, yo, yo. Er brennt. Und ich heile mich. Jupp. Und Tschüssikowski. Naja, mehr oder weniger. So, da war es noch einer. Einer fehlt noch. Einer geht noch drauf. Also, ich wünsche uns mal wird drauf gehen. Ja. Jetzt zum Beispiel, was soll ich dazu sagen? Das Team wirklich stärker ist, ich bezweifle es fast ein bisschen, wa? Aber egal, ich locke erstmal die da weg, sind ein paar starke Typen dort. Und greife erstmal den dort. Ach, da kam noch mehr. Die da kommen ja auch noch, stimmt? Ja, die alarmieren sie. Das sind doch die hinter uns. Weil die zwei waren ja auch übel. So, das Speer ist relativ schnell erledigt. Umgeworfen vor allem. So, das war's bereits. Kommst du dran? Oh, Melia hinter uns. Ich meine, ihre Effekte sehen so geil aus, aber ich mache so wenig Damage. Verdammt, ich wollte einen anderen treffen. Einen offensiven, einen defensiven. Come on, ey. Treff sie beide. Oh, dann bin ich bald down. Will ich natürlich nicht. Wobei, wir haben es bald geschafft, von dem her. Oh, ja. Wie ist auch ein Offensiver, hä? Macht wenig Schaden bei dem. So, geht da. Noch ein bisschen Angriff pushen. Und da kommt bereits der nächste von hinten. Da mögen es die Typen ja scheinbar. Kann er von mir allerdings nicht bestätigen. Also der nächste. Deswegen, der ist 58. Alter, hat der ganze gedacht, wieso wurde vorhin so schnell, umgeworfen halt und so. Der ist so stark. 58. Hey, muss ich. Nee, nicht schon wieder trainieren. Come on. Das wird doch nervig, Mann. Ich mache echt wenig Schaden. Natürlich kann die Schale hier nicht ausrüsten. Okay, wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz hier. Verdammt, ich wollte das andere Impuls machen. Schnell. Das war knapp. Wir müssen auch unbedingt Impuls machen, weil scheinbar greifen nur mich an. Oh, jetzt nicht mehr. Wie? Kein Defense mehr? Herrlicher Bottis, herrlicher Bottich. Was ein dämlicher Begriff. Komm schon, greif mich wieder an. Ach du Scheiße, schnell! Das war knapp. Er greift natürlich wieder mich an, war klar. Ja, ich weiß, ich hab gesagt, er soll mich angreifen, nicht so schnell. Oh oh, hab bald nichts mehr. Melia, hol mich zurück oder heil mich oder. Nee, heilen geht sowieso nicht mehr, hol mich zurück. Danke dann, Ben, du bist ein netter Freund. Ein wahrer Freund, vor allem im Gegensatz. Boah. Zu Melia, der Tussi! Alter, ich brauch mehr Angriff. Wie kann man nur so unverschämt stark sein, ganz ehrlich, ey. Ich glaube, jetzt mal ganz ehrlich, sobald ich wieder mal Xenoblade Chronicles zocken sollte, werde ich glaube ich mal, also sprich nach diesem Let's Play, werde ich glaube ich mal
Erstmal irgendwie auf Level 90 trainieren und dann das ganze Spiel durchmachen. Weil sonst ist das ja mühsam. So geht es sowieso vorbei bei mir. Danke, Puls. Oh, das war scheinbar mal. Impulseffekt war jetzt aufgehoben, doof. Alter, hoffentlich gibt es wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Oh yes. Der hat einiges gebracht, muss ich einmal zugeben. So. Ein paar neue Items. Dankeschön, jetzt aber endlich mal, seid ihr fällig. Zu zweit seid ihr noch, kein Problem, euch machen wir kalt. So, wenn man schön ein bisschen niedergemacht. Von hinten, von vorne, von der Seite, wie es die Typen halt gerne haben. Ups. Dunban kann ein bisschen geheilt werden. Jupp. Dunban, Dunban, Dunban. Und der hat gepennt, wie es aussieht. Das gibt's noch nicht, hey. Lässt schwanken. So, Dunban, lass ihn umfallen. Dunban. Ja, dann eben nicht. Mach es halt. Ja. Ja, so viel dazu. Mach es halt schnell fertig. Och Mensch, ey. So, geht doch. Tschüssikowski, das war's. Dann bitte das Teil aufnehmen. 4 Uhr Behandlung. Piezo-Bauteil. Wir haben's. Cool. Sollen wir noch irgendwas hier machen? Nö, haben wir noch einen Punkt oder so etwas. Starke Gegner, wenn ich mal hier bin. Nö, auch nix. Alles nur dämliche Prototypen, hey. Sonst auch nichts. War auf der Karte eventuell noch. Oh. Karte kann ich nicht aufrufen. Wieso denn nicht? Komm schon, komm schon. Ich will fliehen, ich muss fliehen. Wir haben laufende Verfolgung. Ihr sollt aufhören beim Totates. Hallo? Was ist denn das? So, haben sie wieder ab, dankeschön. Laut Karte, wie sieht's denn aus? Aber noch was zu tun hier? Oder sieht momentan gut aus? Okay, gehen wir zurück. Zu den Chunks und geben mal das Ersatzteil für Fiora. Alter, bald schon 57 Level her. Und ich habe so das Gefühl, der nächste Gegner wird wieder mal Level 60 und höher sein, wa? Ach Mensch, ins Kind, hey. So, Suche erfolgreich, naja, mehr oder weniger. Hat noch ein bisschen zu lang gedauert, leider. I think we found it. Is this Yes, that's it. Well done. Leonarda? Will Fiora be okay now? She'll be fine. It will just take me a little time to reconfigure and install the unit. Leave it to me. You get some rest. But Shulk, do you want her to see you looking exhausted when she wakes up? you're right. I'll try and get some rest. Thank you for everything you're doing. By the way, Yes? the chief says he wants to speak with you. I think it's about Egil. I'll go and see him. He wants Egil stopped. And so do we. But I need to sleep on it. Good. You mustn't overburden yourself. We will help you in any way we can. Thank you. Na, immerhin ein Volk der Verbündeten hier auf Mekonis, wa? So. Ausgeruht haben wir uns scheinbar bereits, wie auch immer. Wir gehen jetzt mal zum Alten und gucken mal, was er zu sagen hat. Scheint, als würde es dem Mädchen bald besser gehen. Ich wusste es. Und doch heute erst mal aus. Wir unterhalten uns dann morgen. Ja, toll. Kann ich das machen? Ausruhen, hallo? Die ist doch bei ihr, oder wie? Bezweifle ich ein bisschen. Okay, doch. Haben sie mal da vorbereitet. Nun gut. Ich sehe... Oh, Entschuldigung. Falscher Ausgang. Ja, sind doch alle Türen gleich aus. So, wo ist das Zimmer? Da muss ich irgendwie doch hier entlang, wa? Eventuell hier? Oder raus, wenn ihr wollt. Vielleicht Betten vorbereiten? Ausruhen, nicht ausruhen, natürlich ausruhen! Betten vorbereiten. Schlaft ihr da auch im Betten? Die Betten können, die hätten irgendwie Alkoven dafür. 'Cause 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 'c
Um, How are you? Sleep well? yes, very well. I wanted to, talk about your son. Have you made up your mind? Yes, we agree with you. Egil must be stopped, but we can't act now. Oh? Why's that? Before we came here, we heard of plans to form an allied force on Bionis. Any day now, they're going to launch an attack on Mechonis. But it's too dangerous. Egil has made a weapon that could kill us all. The weapon that Mumkar was using? The one that shoots green fluid? He said it can decompose any being from Bionis. We have to go back and warn them, before it's too late. Well, you could always ask me to do it. Dixon! What are you doing here? I can't believe you found us. Why? This place is directly below the fortress. If you fell from up there, I figured you must have ended up here. And Bob's your uncle. You're looking well, Dixon. Ah, I see you're looking like your usual old self. You know each other? Kinda. I scratch his back. He scratches mine. He tells us about the outside world, and we give him technology and information. Why did you keep that to yourself? That information is vital to all who fight Mechonis. Not all of us Homs are good people. What would happen if the Mechonis-hating types found this place? These Machina cut themselves off from the world to get away from pointless fighting. So they escaped to live in peace. Somewhere they wouldn't be seen. Makes sense. Clever little crown princess, ain't ya? So this is where you obtained all that stuff you brought back to Colony 9. I wondered where you were getting it from. I thought it was fine as long as it helped Shulk out at the lab. I guess the secret's out now. So, that weapon. How dangerous are we talking about? I haven't discovered why, but it disintegrates anything it touches, but only if it's living tissue from Bionis. Bet that would come in handy. Dixon! I'm only joking. Anyway, for now, just don't let any of it touch you. I'll come up with something to counter it. Leave it with me and I'll keep you posted. You lot go and take care of that Eagle or whatever his name is. If you take him down, the Allied force might not even be needed. Okay. Let me think about it for a bit. Fiora. Ach ja, ein Bild für die Götter. Ain't made your mind up yet? Dixon, listen. Dunban told me all about it. The goal of your mission. So, you wanted to avenge Fiora, Yes. but you found her alive. And now you've got her back. So, you're all done now, ain't ya? What are you fighting for, Dixon? Me? He just gets right under my skin. That Egil guy. Because he's trying to exterminate the Homs. There's that. But that ain't everything. It's his hatred for the Bionis. Or more like his aim to wipe out everything that lives on the Bionis. I'll tell you one thing. That Bionis allied force is coming together quicker than I thought. Really? Yep. That High-Entier Prince is really moving things along. Will they launch an attack on Mechonis? Of course. But it looks like the Prince has got another plan. He gave me a message for you. When the Allied force attacks Mechonis, you don't need to join the fight. He wants you to take advantage of the chaos and do what it is you need to do. Prince Callian said that.
I was pretty surprised too. He looks like a sissy, but he's got guts. Yeah. I think that's the type of man he is. So, what are you gonna do? He wanted me to let him know. We're going to the Mechonis capital. You're gonna take down Egil? I don't know. I can't forgive the Mechon for what they've done. But after listening to Mikhail, I think there might be another way. You're too soft. Do you really think that? Too right. He's the self-proclaimed leader of Mechonis. I heard about what he did to the Monado. If you face him, it might get eaten up. But you have to throw everything at him. Even if there's only a slim chance of winning. Hesitate for 1 second, and you're a goner. We won't let Shulk die. Not ever. Fiora, are you okay to be walking around? Yep. I have to hand it to her. That Lenarda's pretty good. And not just with machines. She's also quite familiar with organic physiology. You went to get the things you needed to cure me, right? I'm sorry I caused all this hassle. But I'm fine now. I'll be by your side, fighting to protect you. No matter where we go, no matter how difficult it gets, Shulk will do the right thing. It doesn't matter how slim our chances. Shulk will always stick to the right path. And don't forget, it's because of Shulk that we are all here, fighting together. I think that shows he has a strong character. Am I wrong, Dixon? Well, when I think about everything you lot have done, I can't deny that. Dixon, we're going to the Mechonis capital. About the Allied force. Yeah, leave it to me. I ain't gonna let anything happen to the colony. Those Mechon won't get away with anything else. Das ist ja gut zu wissen. Und trotzdem, irgendetwas stimmt hier nicht so ganz. Are you going? Yes. Thank you for all your help. You might run into someone called Vanea in the capital. Just mention my name, she'll lend a hand. Vanea. Is she a Machina as well? She's my daughter. She won't be far from Egil. Hold on. You mean she's Egil's sister? You've got it, lad. And you say she'll help us? The girl doesn't want to hurt Egil, but she doesn't like what he's doing. She should be a big help to you young'uns. I don't know why she'd help us, but we'll try and find her when we get there. Good luck. Fiora, don't forget. I've only made temporary repairs. I think you should be able to fight, but don't overdo it. Come and see me the moment you experience any further system failure. I will. Thank you. In the meantime, I'm hoping I'll find a way to restore your former body. Is that possible? Theoretically, it might be possible to use your genetic information to regenerate your missing organs. Sorry, it's unfair for me to give you hope. To be honest, there's very little chance. But if there's even the slightest possibility, I'll have to try. Thank you, Leonarda. Fiora. Don't make that face. Okay, let's go. Off you go, kid. I'm counting on you and the Monado. Don't let me down, Shulk. Dixon. Irgendetwas stimmt mit dem Typen nicht ganz, aber so das Gefühl. Ja, ganz kurz warten, kommt eine weitere Zwischensequenz oder sind wir fertig? Nö, da kommt noch was. Ist das Egil? Why did that face betray me? And that light? No, that is not possible. It must have been remnants of memories from her former life that made me lose control. Memories. They are what limited the potential of Metal Face as well.
I now know that I must erase every last trace of what they once were. All my servants need is the instinct to fight. This Hom's female. She was with the boy who wields the Monado. A light of her memory. It shines strongly in this one. Bring me face 20814. So it is this male. The boy Shulk remains a thorn in my side. I will enjoy watching my minion crush him. He's still my servant. I see that your memories cause you much suffering. Oh oh. Das kann ja dann theoretisch nur einer sein. Sharlas Freund. Geralt. Shulk, take this. What is it? There's a path leading from the base of Digit 2 to the foot of the Mechonis. This is the security key to the door that seals the path. We who live in the village don't have any need for it, but it will be invaluable to you. We're in your debt, Linada. Shulk, Fiora, take care on your journey. We will. Linada, thank you for everything. So, und endlich dürfen wir auch wieder zocken, Freunde. Ja, wir sind insgesamt wieder 7. Toll, Reserve sind auch die 4 wieder, cool. Alles klar soweit. Drehtorschlüssel, alles nehmen natürlich. So, wo ist jetzt eigentlich der nächste Punkt, wenn man so fragen darf? Den wir dann im voraussichtlich nächsten Part ansteuern können. Daumenkluft. Hallo, wo ist er hin? Hallo? Hallo? Das ist eine leichte Verwirrung. Wo zum Henker habe ich einen roten Punkt? Habe ich ja nirgends. Oben neben vielleicht? Ja, hier, sprich, ich muss eine Ebene hoch. Na toll. Und der Punkt wäre hier drüben, was? Also irgendwie von hier drüben. Nö. Ja, vielleicht doch von hier. Wieso rüber dann? Oder vielleicht doch von hier, dann hier rüber, sprich am Kleinfingerstrand. Das könnte einigermaßen funktionieren, Freunde. Ach Mensch, in der Party. Unglaublich, war vor allem die Geschichte da mit Dixon und so, weil ganz ehrlich, Dixon ist mir langsam ein bisschen seltsam. Weil ganz ehrlich, woher wusste er, dass wir von der festen runtergefallen sind? Das haben wir ihm doch gar nicht erzählt. Sprich von unseren Freunden war ja auch keiner dabei, da von der Vereinigten Allianz und so, die konnten sie auch nicht wissen. Also woher wusste Dixon plötzlich, dass wir hier waren? Also, das am Schluss noch, das irgendwie, ja. Und irgendwie klar, er will ja eigentlich auch, dass wir halt gewinnen und so, von dem her schon klar. Und trotzdem irgendwie wäre das Gefühl nicht los, dass Dixon so eine ähnliche Rolle spielt, wie damals bei The Last Story. Der beste von den Protagonisten, von dem ich gerade den Namen nicht mehr weiß, weil das Spiel schon so lange her ist. Verdammt nochmal, wie hieß denn der schon wieder? Dagran war es, er war auch irgendwie, ja, eigentlich immer für einen da und wieder ein bisschen seltsam und so. Und plötzlich am Schluss, der letzte Endboss. Seltsam. Aber denk mal, kann schon, genau, bei ihm wird es nicht so sein, weil ganz ehrlich, wäre schon ein bisschen crazy, wenn er auch so eine Rolle einnehmen würde. Ich denke schon, dass Egil eher der Endboss ist, vielleicht sogar noch jemand, vielleicht sogar Mechonis selber. Das wird noch was, weil Mechonis selber der Endboss. Ach du Scheiße. Naja, egal. Wie es weitergeht hier bei Xenoblade Chronicles das nächste Mal. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.